Ich möchte gerne heute mit euch solche kleine Buchzeichen machen. Selbstverständlich noch ein bisschen schöner, ein bisschen verschönert und so weiter und so fort. Ich mache sie aus solchen kleinen Papierchen, Kärtchen da. Und sie sind natürlich für uns ein Halloween-Journal. Darum muss das alles noch ein bisschen unheimlicher werden. Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Dann wollen wir noch mal schauen, was ich hier noch alles habe. Das habe ich wirklich nur mal so gefaltet, aber weil das Papier ein bisschen zu dünn ist, würde es, selbst wenn ich es zusammenkleben, immer noch so ein bisschen zu weich sein. Darum habe ich mir hier so ein Karton gesucht. Und ich dachte, ich schneide mir das jetzt doch einfach mal zu, dass wir das dort noch in die Mitte rein tun. So. Und jetzt, ich klebe die gerade einfach rundherum. Und nachher kann ich es immer noch abschneiden. Oder besser gesagt, ich schneide es erst auf einer Seite ab. So. Schon ein Phänomen, warum ich jedes Mal verrutschen muss. Gut. So, das kann auch weg. Und das nervt mich auch noch. So. Gut. Jetzt schauen wir mal, ob es passt. Jawohl, schau mal. Sehr schön. Einmal. Also man könnte sie ja hier ausrichten. He? Und dann will man nämlich sehen, ob man gerade ist oder nicht. So. Und nice. Wo ist es? Da. Oh, manchmal. So. Und dann limen wir das doch mal an. So. Schwupp. Da schön bis an die Kante. Und da haben wir ja jetzt schön abgeschnitten. Das könnte ich natürlich jetzt auch mit Stiftlein machen. He? So. Und so. Genau. So finde ich das gut. Dann haben wir das doch hier auch noch. Da unten einfach schön bis an die Kante, aber nicht zu viel, sonst flüdert es nämlich raus.
Und da ist es ein bisschen egal, wenn es rausflödert. Da kommt dann noch das Washi-Tape drauf. Einfach, dass man hier die Kanten nicht sieht. Aha, gut, zwar, nein, warte jetzt mal. Jetzt habe ich gerade eine andere Idee. Das Washi-Tape sieht nämlich schon noch cool aus, aber irgendwie ist es gleich so ein bisschen das Gebastel, finde ich. Ich finde, ja, ich könnte das auch gerade andersrum machen. So, gut, also schneiden wir jetzt das obere Teil auch noch ab. Und wenn ich es jetzt unten nicht genau geleimt hätte, dann könnte ich dort jetzt auch noch einmal abschneiden. Aber ich glaube, zufälligerweise habe ich das gereicht. So, also eigentlich wäre der Plan gewesen, jetzt hier hinten ein Washi-Tape draufkleben, damit es gut hebt und damit da der Falten ein bisschen verdeckt ist und nachher hier dekorieren. Aber ich könnte ja eigentlich auch gerade hier dekorieren. Und dann ist es hinten zwar ein bisschen leerer, aber da könnte man da ja auch noch irgendetwas schreiben. Oder etwas stempeln. So, ich glaube, ich mache das hier. So, und zur Deko habe ich da so ein wunderschönes schwarzes Band. So, ich glaube, soll ich das halbieren? Hier. Oder soll ich nur 3 draufkleben? Ich kann es ja verschieden machen. Ich probiere verschiedene aus. So. Dann nehme ich da mal gerade schön 3. So. Sieht das gut aus? Ja. Und dann nehme ich hier einmal das halbe. Also, sieht das gut aus? Ja. Weil es sieht besser aus? Keine Ahnung. Schade ist einfach da, dass wir jetzt so... Ja, irgendwie... Es ist nicht symmetrisch. Stört mich jetzt ein bisschen. Aber das könnten wir so ändern. Beim dritten schneiden wir hier ab. Und dann geht es nämlich gerade bis hier. Das ist ein sehr praktisches Bändchen, dass man das so teilen kann. So, ja, das ist, glaube ich, das Beste. So, und da habe ich das Gefühl, müsste das oben sein. Habe ich eigentlich alle oben und unten richtig hergelegt. He? Nein, schau, der nicht. Verkehrte Sommervögel. So. Und so. Und so. Genau. Dann habe ich hier so ein metallisches, ausgestanztes Sommervögel. Das würde ich jetzt da drauf noch ganz cool finden. So, dann haben wir wahrscheinlich noch etwas, ein bisschen ausprobieren, mit was dass wir das dekorieren können. Oder auch nicht. Oder noch mehr metallisches Zeug, das wäre schon schön, aber ein bisschen breit. Ein Herzchen. Oh nein, das ist ein bisschen zu kitschig. Oh, aber ein Schlüssel, schau mal, das ist dann... Passt auch nicht wirklich, hä? Was haben wir denn auch noch? Noch einen anderen Sommervogel. Könnten wir natürlich. Oh, das hier. Das wäre aber vielleicht noch was Cooles. So. Nein.
Ah, passt irgendwie nicht. Das ist irgendwie zu fett. Da haben wir so ein anderes Herzchen, ein kleines. Nicht so ein quietschiges. Das würde aber schon noch irgendwie passen, oder nicht? So. Oder so. So vielleicht. So, dann hätten wir noch so Zahlen. Das 763. Das passt mir nicht. So, also ich glaube, jetzt habe ich etwas gefunden. Ich klebe hier den Kleber drauf und das Bändchen tue ich so rundum. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu lang gegangen für meinen Geschmack. Aber hey. Oh Mann. Also gut, jetzt müssen wir das Zeugs ankleben. So, und das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich hoffe, es drückt nicht allzu fest durch, wenn wir da nur so ganz tüpfelig sind. Puff, puff, puff. Und ich hoffe natürlich, dass es dann auch hebt. Trotz allem. So, ich mache es nicht allzu weit rauf, weil ich ja dann noch oben noch ein Loch brauche für ein Bändchen oder irgendwas. So, zack und dann einmal zack und einmal zack. So, nein, das sieht nicht so aus, als würde es da fest durchdrücken. Das ist ja recht hübsch, sehr schlicht. So, und dann machen wir jetzt einfach den Kleber drüber rein und hoffen das Beste. Ja, ihr habt recht. Inken hätten wir die ganze Sache noch sollen. So, das können wir immer noch machen. So. Gut. Doch, das finde ich jetzt eigentlich noch recht hübsch. Jetzt probieren wir das bei dem hier noch. Und ich glaube fast, das könnte noch sein, dass das gut hebt. So. So. Und die Alu-Dinger, die kleben wir mit dem Zementit auf. So, hey. Ich merke, dass der da ein bisschen krumm drauf ist. Ja, jetzt geht es nicht mehr ganz gerade. Ohne dass ich es wieder abrupfen muss.
Zementit, limet das Alu-Zeugs recht gut drauf. Bis jetzt ist mir noch nie etwas abgefallen. Es kommt natürlich jetzt ein bisschen darauf an. Ich weiss gerade, ich habe ein ziemlich enges Bellyband in meinem Journal, wo ich die gerne rein tue. Das heisst, ich tue dann vielleicht gerade das mit den Zahlen nicht unbedingt in das Bellyband rein, weil man ja dann dort immer so dran vorbeischürgen mit dem Rand an diesen Zahlen nachher. So. Und dann würde sie vielleicht dann schon abgehen, wenn man da zu fest dran geht. So. Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen andrücken. Ich stecke das da mal unter die Unterlage drunter. So. Und dann kommt jetzt noch das da. Super, verkehrt reingestellt. Es kommt etwas raus. Ein Limetteli wäre jetzt auch nicht allzu schlechte Idee gewesen. Ja. Wenn nicht heute, dann morgen. So. Prima. So. Und jetzt noch der Schmetterling. Dem sind irgendwie die Fühler abgefallen. Aber das macht mir jetzt auch gerade nichts. Das ist so ganz diffizil, hä? Wieso? So. Schnell den Deckel dazu. Und wenn das jetzt oben nicht zu fest klebt, kommt das auch gerade unter die Unterlage, um ein bisschen anzudrücken. In dieser Zeit hole ich mal meine Stempelfarbe. So, und dann, Moment, die Ecke wollte ich noch machen und ja, meine Ecke runter ist irgendwie verschwunden. Also muss ich den kaputt nehmen. Aber hey, der geht auch noch. Er geht noch. Das ist einfach das obere Teil abgehakt. So, ein bisschen härter damit. So viel Lagenpapier.
und Karton, aber es funktioniert. So. Voilà. So. Dann gibt es doch hier noch ein Loch. Und da sollten wir auch ein kleines bisschen inken. So. Problem. So. Hey, mega schlicht, aber ich finde jetzt das noch schön. Der Strich hier, der stört mich jetzt auch nicht unbedingt besonders. Mich stört es eher, dass ich das ein bisschen zu weit hinten aufgeklebt habe. Es müsste ein bisschen über und vielleicht bin ich nicht ganz sicher, ob es krumm ist oder ob es nur so aussieht. Aber sonst bin ich eigentlich gerade so zufrieden mit dem. Mal schauen, ob das schon genug angedrückt ist. Weiss nicht, vielleicht müssen wir es dann noch mal schnell ein bisschen drunter tun, halt die Ecke. So, weg. So, wo ist oben da? So, da ist jetzt das Stöffli noch ein bisschen durch. So. Gut. Und jetzt noch Sommervögel. Komm. Da wieder raus. Oh, jetzt klemmt es. Es klemmt. So. Wow, da ist halt ein Stöffel jetzt ein bisschen reingedrückt. Aber es macht nichts. Oh. So. Gut. Ja, wenn dann noch ein Bändchen dran kommt, macht das auch nichts. Sieht man das nicht, dass da noch das Stöffel so ein bisschen rausgefranselt ist in dem Loch hin. Das ist egal. So, jetzt auch wieder die Ecke. Nicht ins Stempelküsse reinschmeißen, das Zeug. So, oh, ein bisschen krumm. Gut.
einmal rundherum schön vorsichtig am Sommervögel vorbei. So, hat so ein bisschen Leim gehabt. Das ist jetzt hier angeschmiert, sehr wahrscheinlich. Gut. Hey, aber schau mal, ich finde die schön. Die gefällt mir super gut. So, und für als ein Bändchen habe ich hier so hübsches Satinband. So. Genau, jetzt mache ich hier mal oben auch noch einen Knopf. Mal schauen, wie das so ist. So. Ah ja. Ja, hey. Ist hübsch. Gefällt mir. So, da könnte man jetzt natürlich auch noch ein Krälli oder ein Charm dran hängen, wenn man jetzt noch irgendwas hat. Gerade überlegen, das könnte schon noch sein, dass ich eins habe. Ui, so. Was ist da mit dem Knopf? Jetzt ist gut. So. Hey, mir gefallen die drei mega, die passen super in unser Halloween Journal. Wenn es euch auch gefallen hat, wenn ihr es nachbasteln wollt oder wenn ihr jetzt gerade eine Idee habt oder gerade total inspiriert sind oder so, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen hoch lassen oder einen Kommentar da lassen oder ein Abo, wie ihr es gerade wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!